Ein weiterer spannender Fight erwartet uns heute hier bei Dragon Ball Xenoverse, beziehungsweise dem Review zu Dragon Ball Super. Ja, was soll man sagen, Dragon Ball Super, Folge Nummer 9 und man kann schon mal sagen, das Intro, das war geil. Es war episch, musikalisch, 1A, es wurde viel gezeigt und so. Das Problem ist nur, es ist nichts Neues, das Intro, und die Folge selbst, ja doch, man kann sagen, musikalisch echt 1A, also kann es echt nichts sagen, das wurde so geil dargestellt und inszeniert, von Anfang bis Ende. Natürlich ging es heute nicht ums Kämpfen selbst, sondern, ja, danke Goku, sondern ums Auftauchen, hey, des Super Saiyajin Gods. Oder ich finde, Shenlong hat es noch gut dargestellt, und zwar hat er zuerst erwähnt von einem Saiyajin God, nicht unbedingt einem Super Saiyajin God, nee, nur einem Saiyajin God. Aber gut, ich meine, den Rest kannten wir schon, das ist nichts Neues. Vor allem auch die ganze Aufmachung, oder? Alles die Dragon Balls hergeholt, ja gut, und dann irgendwie, du Shenlong, Meister Bios ist hier, will gerne etwas wissen, und Shenlong macht sich fast in die Hose, wenn er welche hätte, also, ja. Aber dann, wie gesagt, war es interessant, dann irgendwie die Erklärung, war eigentlich auch nichts Neues wegen, ja, 5 Saiyajin und so, müssen irgendwie ihre Herzen mit zu einem weiteren vereinigen und so weiter, und dann natürlich, was machen die ganze Truppe? Ja, genau, zu 5 versuchen sie ihre Energie, also eigentlich 4, oder, versuchen sie Energie auf Son Goku zu transferieren. Was in dem ja ein bisschen fehl war. Und eben, hier wurde es, das ist ein bisschen speziell, da wird im Film gar nicht so speziell erwähnt, nämlich, dass es hier wirklich um Super Saiyan 3, naja, ich weiß auch nicht, ey, ein bisschen krass natürlich schon. Super Saiyan 2 ist viel geiler. Ja, wie auch immer, was wollte ich gerade sagen? Genau, also, Shenlong hat es irgendwie erwähnt, mit Herzen vereinen und nicht ihr Ki auf einen konzentrieren. Aber das haben sie genau gemacht, sprich, ihr Ki auf Son Goku konzentriert, und natürlich irgendwie total mächtig geworden, aber trotzdem kein Gottstatus, was auch Piccolo sofort bemerkt hat. Ja, und dann können es nur das Ganze weitergehen, dass er bereits K.O. ist. Das war's bereits? Kein vielfacher Super Saiyan Dart. Schade, der Grund, wieso ich jetzt... Ja, der Grund, wieso ich die Mission noch gewählt habe, war vor allem auch wegen Pan noch. Aber ja. Gut, machen gleich weiter. Wie gesagt, also die Truppe hat also ihre Energie auf Son Goku transferiert, im Gegensatz zum Film, wo es wirklich ein Kreis war, was hier eher so, dass sich... ja doch, sie haben es natürlich bei den Händen gehalten und so, aber sie haben eben ihre Energie auf Son Gokus Rücken transferiert, nicht irgendwie mit ihm irgendwie Händchen gehalten. Das war von dem her noch ja, interessant, doch, kann man durchaus so behaupten. So. Und dann, wie gesagt, nichts viel passiert und so, und dann kam Whis dazu und sagte von wegen etwas in der Art, ja, übrigens, da hieß irgendwie eure Herzen vereinigen, außerdem müsste zu 6 sein, nicht zu 5. Da dachte ich mir so, okay, liebe Macher von Dragon Ball Super, was macht ihr jetzt? Im Film war der Zeitpunkt, wo Bulma erwähnt hat, jo, Vegeta, könnt ihr mal seinen Bruder anrufen, diesen Tablon, den kennen wir ja aus dem Special da, jo, Son Goku, seine Freunde kehren zurück und so weiter. Weil, darum ging's ja, das Special kam 2 Jahre nach dem Fight gegen Buu, und der Film, Kampf der Götter, kam ja 5 Jahre danach. Also nach dem Kampf gegen Buu. Aber hier, Dragon Ball Super, ist ein halbes Jahr nach dem Kampf gegen Buu, also klappt das ja nicht ganz. Und hier haben sie es nicht erwähnt. Aber bloß die Frage, okay, ja, keine Ahnung, was sollen wir jetzt machen? Und dann kommt Videl dazu und sagt, ja, wie wär's mit einem halben Saiyajin? Beziehungsweise einem Viertel Saiyajin. Tatsächlich, hey, Videl ist in Dragon Ball Super schwanger. Gut. Ich meine, klar, es ist eine Umsetzung des Filmes, und dem muss natürlich alles genau sein, wie es ist. Daher gesehen ist ja kein Problem. Natürlich nicht. Videl ist innerhalb von ein halbes Jahr dann im Kampf gegen Buu bereits schwanger von Son Gohan. Okay, ging vielleicht ein bisschen schnell und so, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Also man wirklich ein bisschen mehr anguckt. Was hat er gesagt bereits? Verwirrung. Also auf X gedrückt, aber zumindest. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gedrückt. Ja, im Film wird erwähnt, gut, wie gesagt, es ist ein Film, oder? Kann niemand sagen, ja, du, das ist nur ein Film, da hat nichts mit der Serie und so weiter zu tun. Aber der Film wird eben auch mit Dragon Ball Z übereinstimmen. Wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, Dragon Ball Super spielt ja nicht nach Dragon Ball Z, sondern mittendrin von Dragon Ball Z, sprich zwischen dem
Kampf gegen Kid Buu und dem 24. großen Turnier. Oder 28. weiß gar nicht mehr die Zahl genau. Auf alle Fälle halt, wie es auch im Manga war. Also sprich, zwischen dem Kampf gegen Kid Buu und Aufeinandertreffen mit Up. Das kann jetzt nicht mehr sein, weil wenn Vielle bereits jetzt schwanger ist, dann wird sie am Ende von Dragon Ball Z, wäre Pan bereits 9 Jahre alt. Hä? Ja. Also ich habe echt langsam das Gefühl, dass halt das Ende von Dragon Ball Z überschrieben wird mit Dragon Ball Super oder aber, und darauf bete ich langsam dafür, dass irgendwann mal die Meldung kommt, ja, Dragon Ball Super habe nichts mit der Serie zu tun und so mit Dragon Ball Z, sei im Paralleluniversum, irgendwie so etwas. Also nicht irgendwie Universum 6 und so weiter oder Universum 7, sondern einfach, Dankeschön, neben Paralleluniversum irgendwie Universum 7a und so, wa? So wie es ja auch mit Broly und so weiter, anderen Filmcharakteren, mit Cool und so weiter ist. Das sind von dem her auch Paralleluniversen. Gut, da kann es ihm noch sagen, von wegen, ja, ist das Universum 6 oder 8, wegen anderen Gotteszerstörung. Und so weiter und so fort. Ja, wie dem auch sei, Videl also bereits schwanger, gut, sie macht es ja gleich. Aber eben nicht der Ki konzentrieren, sondern ihre Herzen vereinigen. Anfangs natürlich passiert überhaupt nichts. Dabei merken sie, oh, hier passiert was, wird irgendwie warm und so. Wie gesagt, die Verwandlung zum Super Saiyan Gott hier musikalisch eine Bombe. Die ganze Natur spielt auch verrückt, es hagelt, schneit, alles mögliche zur gleichen Zeit. Im gleichen Ort vor allem. Der Himmel tut sich auf und alles mögliche und ein Gott wird geboren. Ein Super Saiyajin Gott. Interessant dabei war, dass Son Goku und die anderen waren eigentlich in ihrem Grundzustand, also keine Super Saiyajin. Also während der Übertragung, wie auch immer, der Erweckung des Super Saiyajin Gods, währenddessen haben sich alle ohne irgendwie eigenes Zutun in Super Saiyajin verwandelt und eben Videl auch. Also gut, das ist vielleicht übertrieben, aber Videl bekam blonde Haare. Ich muss natürlich schon sagen, interessant. Ne, musikalisch. Also in der Hinsicht muss ich recht sagen, geil gemacht. Der war Nonplusultra. Da am Schluss stand da Son Goku Super Saiyajin Gott und so musikalische Normalung, die war echt Bombe. Aber es wurde hingestreckt, die ganze Folge lang, über 20 Minuten lang nur. Shenlong, du, was ist Super Saiyajin Gott, wie erschafft man den? Meister Beerus ist hier, okay, ich erzähle ganz schnell, verzieh mich wieder. Dann erstmal versuchen, Super Saiyajin Gott zu erschaffen, natürlich fehl und dann klappt's mal. Ja. Natürlich kein Kampf, der folgt dann erst in der nächsten Folge. Und da die Vorstellung auch interessant. Also entweder wird einfach der Kampf länger gezogen oder so. Aber im Film habe ich es glaube ich nicht mitgekriegt, dass Son Goku als Super Saiyajin Gott sogar ein Kamehameha gegen Beerus gestartet hätte. Dann doch nur als normaler Super Saiyajin. Aber hier scheint die Form des Super Saiyajin Gods echt länger zu halten. Und, was mich auch noch überrascht hat, scheinbar ist Son Goku in der Serie als Super Saiyajin God noch schwächer als im Film. Beim Film hieß ja auch etwas, ja, Son Goku, Super Saiyajin God kämpft mit 80% und Beerus dann irgendwie maximal mit 70%. Aber in der Vorschau zumindest sah es aus, hätte Son Goku gar keine Chance gehabt, Beerus überhaupt zu treffen. Und das trotz Gottstatus. Da muss ich auch sagen, okay, was ist jetzt bitte los? Aber ja, in der Hinsicht, es verspricht spannend zu werden. Also der Kampf, wie gesagt, in dieser Folge endlich mal ein Kampf wieder. Vor allem Super Saiyajin God, also da kann man sich den ruhig reinziehen. Bin eben gespannt vor allem darauf, wie lange hält die Verwandlung? Behält Son Goku die Kraft, im Sinne, wie er es am Film hatte, mit, ja, der Körper gewöhnt sich daran und so. Oder ist das auch hier nur... Hey, das war ein sehr fast Kamehameha, habt ihr das gesehen? Das war rot. Ja, eben behält er die Verwandlung oder ist nachher wieder irgendwie die Verwandlung wieder verloren oder so weiter. Keine Ahnung, es kann alles mögliche passieren. Und in der Hinsicht hoffe ich wirklich, dass dass Son Goku die Kraft wieder verliert, im Sinne von, ja, die wirkt nur während des Kampfes und nachher ist sie wieder futsch. Weil sonst haben wir wieder das gleiche Problem, wie ich es schon mal erwähnt habe. Ne, das ist falsch. Müsste fast im Weltraum sein, war. Ja, dann hätten wir halt das Problem, was ich schon mal erwähnt habe. Und zwar, wenn es wirklich nach den Filmen geht, auch mit Resurrection F und so weiter. Gut, ich hoffe natürlich sowieso, dass ein Vegeta noch gezeigt wird, wie er dann zum Super Saiyajin God wird. Also das hoffe ich natürlich schon, dass man das in der Serie noch zeigen wird, wenn überschwungen wird. Aber die eigentliche Frage ist dann doch trotzdem,
Was für Gegner sollen für Super Saiyajin Götter Super Saiyajins? Ich weiß nicht, klingt immer noch bescheuert. Aber Super Saiyan Gott, Super Saiyan sollen noch für Gegner auftauchen. Ich meine, theoretisch können wirklich, also auch die Erklärung überhaupt, oder 6 Saiyajins vereinen ihre Kräfte oder ihre Herzen, wie auch immer. Oh, ist aber Son Goku sauer. So, wir haben wieder Energie. Richtigerweise keine. Das war die falsche. Ja, wie dem auch sei, das ist eben auch so etwas, ich meine, wie gesagt, Son Goten, Trunks und Gohan könnten auch alle zu Super Saiyajin Götter werden, wäre überhaupt kein Problem. Nachher ein bisschen trainieren so, das behalten die Kraft, nachher werden es Super Saiyajin Gott, Super Saiyans. Und dann haben wir erst rechen zu laden, wenn natürlich alles noch viel höher, noch viel stärker. Dann haben wir nachher Goten, Super Saiyan Gott, Super Saiyan, Vegeto oder Gogeta und ja. Die Gegner werden immer noch stärker, oder? Da kann in der Universum 6 Staffel. Mit Lord Jump und so weiter. Der übrigens immer noch keinen Auftritt im Anime hat, die Manga natürlich auch schon längst. Ja, es sind aber so Fragen, die man sich da stellen muss und man kann gespannt sein, aber zumindest wir wissen, Son Goku verhält ein bisschen länger in der Super Saiyajin God Form als im Film gegen Beerus. Natürlich, ja, wie gesagt, ist dann sicher eine interessante Tatsache, wie wird der Kampf wohl ausgehen, wie wird es weitergehen, kämpft Son Goku nachher als Super Saiyajin weiter. Also der Kampf ging nachher vorbei, verzieht sich Beerus wieder, taucht Champa auf und unterbricht den Kampf. Könnte ja auch alles sein, oder hier in der Serie. Ach komm schon, Goten, so übel war ich jetzt auch noch nicht, oder so langweilig. Menno. Ja, in diesem Sinne, warten wir bis nächste Woche ab, was passiert mit Son Goku als Super Saiyajin Gott, ist er wirklich so mächtig, wie es aussieht, oder doch so eine Flasche, wie es in der Vorschau aussieht, und natürlich auch, ja, eben SSG, SS Lenzo, ich die Stufe hasse, wird das einfach alles hassen. Ne, natürlich nicht alles, aber gewisse Teile hier schon. Vor allem, wenn sie das so heraufpushen und Dragon Ball GT und vor allem das Ende von Dragon Ball Z irgendwas schreiben wollen. Naja, wir können gespannt sein. Natürlich, was passiert überhaupt mit Uub war. Weil der war ja im Prinzip da ein neuer Retter in Dragon Ball Z, sprich der Son Goku trainieren wird, der ja auch dann Dragon Ball GT ein neuer Retter sein sollte. Gut, schlussendlich zwar nicht wahr, aber ein anderes Thema. Aber ja, jetzt, ja, bei Dragon Ball Super sieht es aus, als ob Uub ja überflüssig wäre. Ich meine, wieso Mensch machen? Nö, Saiyajin sind die stärksten auf der Erde, sogar jeder kann Gott werden. Ohne Training und so weiter auf nur Kräfte kombinieren, nachher bleibt das so, ist da gar kein Problem. Ja, eben vor allem der Umstand, dass die Kräfte bleiben. Ich hoffe, der wird in der Serie annulliert. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Folge Nummer 10 mit dem Kampf Super Saiyajin Gott Goku gegen Beerus, dem Gott der Zerstörung. Ciao zusammen!